Also ein großer Fehler, eigentlich der schlimmste, den man machen kann, der ist den Herren Jacobo und Müller im Februar passiert in ihrer Abendsendung, in dem sie von Transe gesprochen haben. Ja? Und das ist, ich sage es jetzt mal krass, wie wenn ich einen Mann auf der Straße als Wichser oder eine Frau generell als Hure bezeichne. Du hast vorhin gesagt, der Shop wird laufend grösser, es gibt laufend neue Kundinnen, hauptsächlich Kundinnen, die noch im Männerkörper stecken, aber du hast gesagt, es geht auch noch Luft nach oben. Ja. Was für Zahlen muss man sich jetzt hier etwa vorstellen? Ja, es gibt Studien, jetzt nicht direkt von der Schweiz, aber aus verschiedenen europäischen Ländern oder USA, wie viel Transgender es bezogen auf die Bevölkerung gibt. Und es gibt eine sogenannte Metastudie aus 2011, das heißt eine Studie, die jetzt eben diese verschiedenen Studien analysiert hat und die zu der Erkenntnis gekommen ist, dass eigentlich je neuer die Studie ist, desto höher kommt der Anteil der Transgender heraus. Also jeder. Man geht heute davon aus, dass der Anteil zwischen 1 und 2% der Bevölkerung liegt. Sehr wahrscheinlich eher bei 2 als bei 1%. Wow. Und das bedeutet, es sind also Menschen, die in irgendeiner Weise einen Konflikt haben zwischen dem körperlich angeborenen oder zugewiesenen Geschlecht und zwischen ihrem Identitäts- oder seelisch empfundenen Geschlecht. Sehr viele Leute spüren das nicht bewusst. Das äußert sich dann in irgendeiner Weise, dass sie sich zum Beispiel jetzt, wenn sie in einer Männerrolle sozialisiert sind, in irgendeiner Weise nach weiblichen Attributen hingezogen fühlen. Das kann weibliche Unterwäsche sein, das kann Kosmetik sein, das können Pumps sein, dass sie zum Beispiel gerne Pumps tragen und haben keine Vorstellung, warum das so ist. Das sind relativ viele. Okay. Und dann kann man sagen, gibt es eigentlich vom Prinzip her so einen gewissen Entwicklungsprozess des Bewusstseins, des Sich-Bewusstseins, trans zu sein. Und das manifestiert sich dann dadurch, dass diesen Menschen bewusst geworden ist, dass das, was sie geschlechtlich empfinden, nicht übereinstimmt mit dem, was sie körperlich darstellen. Und da gibt es natürlich verschiedenste Formen. Es gibt verschiedenste Formen des Auslebens. Also es gibt zum Beispiel den Großteil der Betroffenen, die mit ihrem angeborenen Körper klarkommen soweit, die auch in gewissen männlichen Rollen kein Problem haben, die zu leben, die einfach ab und zu mal in diese weibliche Identität ausbrechen müssen, wenn ich so sagen darf. Also nicht das ganze Leben, sondern einfach nur, sagen wir, einmal am Sonntag, am 4 Uhr, 2 Stunden. Oder nach Feierabend oder an Weihnachten und Ostern. Oder also da gibt es ganz unterschiedliche Formen des Auslebens, um jetzt ihrem weiblichen Identitätsgeschlecht nachzukommen, sage ich mal. Ja, es ist ein profaner Vergleich, aber ich versuche es immer Menschen, die davon nicht betroffen sind, das auf die Weise verständlich zu machen. Das ist ähnlich wie der Drang, auf die Toilette zu gehen. Ja. Aber sind die Menschen denn Frauen oder Männer? Sagen wir, wenn sie jetzt körperlich ein Mann sind und 2 Stunden am Tag eine Frau, sind sie denn eine Frau oder ein Mann? Das kommt drauf an. Also ich sag mal, eine Person, die zwischen den Geschlechtern pendelt, die kann sich durchaus in ihrem Alltag, in dem sie sozialisiert wurde, als Mann fühlen. Ich habe viele Kunden, die tun das und die dann auch Wert drauf legen, mit ihrem männlichen Vornamen angesprochen zu werden. Okay. Wenn die aber dann zum Beispiel in Ausgang gehen als Frau, dann wollen die von der ganzen männlichen Identität nichts mehr wissen und wollen auch nicht als Mann angesprochen werden. Also das wechselt. Es gibt auch Menschen, die sich gar nicht verorten können, die also definitiv sagen, ich bin weder Mann, ich bin auch nicht Frau, also man kann mich nicht definieren. Solche Menschen kenne ich auch, die sich dann zum Beispiel einen männlichen, einen weiblichen Vornamen geben und wo man dann am besten auch fragt, wie möchtest du angesprochen werden.
Ja. Und sagen wir, der klassische Fall ist sonst, eben wie ich gesagt habe, diejenigen, die zwischen den Geschlechtern pendeln, also die immer wieder in ihre Sozialisierungsgeschlecht oder körperlich zugewiesenes Geschlecht zurückkehren und einfach ihr Identitätsgeschlecht nach Bedarf ausleben, sage ich mal. Und ungefähr meiner Schätzung nach von dieser Gesamtheit der Betroffenen, also von der Gesamtheit dieser 1-2%, etwa ein Viertel sind dann so, oder da ist diese Diskrepanz zwischen Geschlechtsempfinden und körperlichem Geschlecht so groß, dass sie mit ihrem Körper nicht mehr zurechtkommen und dann auf Dauer in das Identitätsgeschlecht wechseln. Und da spricht man dann, wenn es von Mann zu Frau geht, von Transfrauen, weil sie dann als Frau leben. Im umgekehrten Fall von Transmännern, also sagen wir körperlich geborene Frauen, die dann als Mann leben. Und dann gibt es eben noch die, die sich nicht verorten können, die jetzt als etwas dazwischen leben. Das ist aber eindeutig eine ganz, ganz kleine Minderheit, die sich nicht verorten können. Du hast vorhin gesagt, wenn man in Ausgang, also du hast jetzt ein Beispiel gesagt, Ja. es gibt jemanden, der möchte im Ausgang beispielsweise eine Frau sein. Es gibt aber immer noch gewisse Leute, die die Frau dann als Mann sehen und dann vielleicht auch die Frau auf negative Reaktionen stößt. Ja. Wie steht dort die Schweiz im internationalen Vergleich? Sind wir eher konservativ und altbacken oder sind wir da liberal? Ich möchte es mal so ausdrücken, die Reaktion der Bevölkerung in der Schweiz ist jetzt nach meinem persönlichen Empfinden, nach meiner Erfahrung, nicht mehr oder weniger unterschiedlich von dem, was zum Beispiel in Deutschland oder USA oder in anderen europäischen Ländern passiert. Und wie ist das? Es ist in der Regel so, dass die Leute entweder gleichgültig sind, es ist ihnen schlicht egal, weil sie mit sich selber beschäftigt sind. Das ist vielleicht ein gewisses gesellschaftliches Phänomen, weil ich so das Gefühl habe, dass nicht nur in der Schweiz, sondern auch in anderen Ländern so das Maß an Gleichgültigkeit den Mitmenschen gegenüber zugenommen hat in den letzten Jahren. Man liest es auch so, wenn zum Beispiel jemand auf der Straße zusammengeschlagen wird oder verunfallt wird, von 10 Leuten laufen 9 vorbei und ich schert es gar nicht. Ja? Und genauso kann man sagen, wenn jetzt jemand in der Öffentlichkeit sich als Transgender bewegt und das Erscheinungsbild lässt jetzt nicht den Schluss zu, dass es sich eindeutig zum Beispiel um eine Frau handelt, weil männliche Gesichtszüge da sind oder vielleicht das Make-up nicht stimmt oder der Gang nicht stimmt oder wie auch immer, dann ist es den meisten wurscht. Okay. Es gibt eine Minderheit, die dann gucken, ja, weil sie irritiert sind. Es gibt auch in seltenen Fällen, muss ich sagen, aber es kommt vor, dass dann hinterher geschimpft wird. Und in ganz seltenen Fällen kann es auch mal tätlich werden, dass die dann geschupft werden oder zusammengeschlagen. Das gibt es auch. Ja, aber es ist eher selten. Ansonsten denke ich, ist die Toleranz der Bevölkerung durchaus da. Das kann man so sehen in der Schweiz. Es ist eher das Nichtwissen, weil in der Schule wird nicht darüber berichtet. Ja, die Kinder kriegen das gar nicht mit, dass es sowas gibt. Im Elternhaus wird es selten thematisiert oder fast nie thematisiert. Das heißt, die Situation oder dieses Phänomen Trans trifft die Bevölkerung unvorbereitet. Ja? Und das ist eigentlich das, was am meisten auffällt, weil die Leute irritiert sind, wie spreche ich diese Person an? Ist das jetzt ein Mann, ist das jetzt eine Frau, ist das eine bekleidete Person oder warum macht die das, was steckt dahinter? Das ist Unsicherheit, ja, und Unwissen. Und für viele Leute ist es peinlich oder schwierig, damit umzugehen, weil sie sich dann auch nicht zu fragen trauen, wie soll ich dich jetzt ansprechen. Und da denke ich, sind wir als Transmenschen zum Teil auch gefordert, jetzt beispielsweise mal auf die Leute zuzugehen und zu sagen, also wenn dich das Thema interessiert, stell mir Fragen, ich sage schon selber, wenn ich das nicht beantworten kann oder möchte. Aber auch um die Leute zur Offenheit einzuladen und aufzufordern, weil meine Erfahrung ist dann die, man kommt dann sehr schnell in ein sehr konstruktives Gespräch. Für die Leute ist es dann hilfreich und lehrreich, sie haben eine Information und sie wissen dann einfach für künftige Fälle, wie damit umzugehen ist.
Also ich schließe jetzt aus, dass du, wenn die Leute zum Beispiel anschauen oder wenn sie ein bisschen ins Stottern kommen, wenn sie jetzt fragen, wenn sie nicht wissen, ob sie dir er oder sie sagen sollen, dass du sie einfach dazu auffordern, Fragen zu stellen. Ja. Ich meine, bei mir jetzt nach einigen Jahren der Transition fragt keiner mehr und guckt keiner mehr. Aber ich erlebe das natürlich schon öfter mal, wenn ich jetzt so eine Transgruppe organisiere, dass dann bisweilen schon ein bisschen geguckt wird. Ja, und zum Teil im Restaurant kommt dann schon auch mal die Situation, dass dann ein Gast rüberkommt, darf ich mich dazusetzen und man kommt dann so ins Gespräch. Also ich finde es sehr positiv, wenn die Leute sich dann interessieren. Was sind denn, nehmen wir jetzt an, ich sage im Restaurant und ich kam jetzt zu dir rüber und ich habe mich noch nie mit diesem Thema befasst, mal einfach angenommen. Ja. Und ich kenne nur das Vokabular, das ich einfach, sagen wir, in den Medien gelesen habe, oder wo ich mir jetzt selber zusammendichten muss, um überhaupt mit dir ins Gespräch zu kommen. Ja. Was sind meine typischen Fehler, die ich höchstwahrscheinlich machen werde, aber nicht machen sollte? Also ein großer Fehler, eigentlich der schlimmste, den man machen kann, der ist den Herren Jacobo und Müller im Februar passiert in ihrer Abendsendung, in dem sie von Transe gesprochen haben. Ja? Und das ist, ich sage es jetzt mal krass, wie wenn ich einen Mann auf der Straße als Wichser oder eine Frau generell als Hure bezeichne. Ja? Das geht gar nicht. Okay. Ich sage mal, wenn wir das untereinander sagen, ja, dass zum Beispiel, wenn jemand schlecht geschminkt ist, dass wir untereinander sagen, du siehst so oder so aus, das ist ein anderes Thema. Ja, aber jetzt von einer Person öffentlich sagen, guck mal, da geht Transe, das ist einfach das absolute No-Go. Das ist abwertend. Das ist extrem abwertend. Okay. Und sonst sind es aus meiner persönlichen Sicht eigentlich Feinheiten, die aus Unsicherheit entstehen oder die aus dem, sagen wir, Paradigma entstehen, dass wir alle anerzogen kriegen, dass man das Geschlecht eines Menschen einfach an seinen Geschlechtsmerkmalen festmacht. Ja? Und ein Bub hat halt einen Schniedel und ein Mädchen hat einen nicht und so wird man schubladisiert. Ja? Und damit verbunden ist einfach die Vorstellung, wenn ich jetzt eine Person sehe, die offensichtlich zum Beispiel jetzt männliche Gesichtszüge aufweist, aber als Frau geschminkt oder zurechtgemacht ist, dann passt das erstmal nicht ins Bild, weil ich Signale sehe, optische Signale sehe, wo ich sage, ich tue jetzt mal diese Person in die Schublade Mann, aber vom Erscheinungsbild kommt sie rüber wie eine Frau und jetzt habe ich einen Konflikt. Ja. Der Schlüssel für meine Begriffe, damit besser umzugehen, ist einfach das Bewusstsein, dass man sagt, das Geschlecht spielt sich eben nicht zwischen den Beinen ab, sondern das Geschlecht spielt sich zwischen den Ohren ab, also im Kopf. Ja. Und was wir heute wissen, ist zum Beispiel auch, dass ich, sagen wir mal, das, was ich beim Sex empfinde, wenn man es einfach mal so sagen darf, dass das meiste sich auch im Kopf abspielt. Ja, man hat Vorstellungen, man hat Fantasien und die kommen alle aus dem Kopf, die kommen nicht von den Geschlechtsorganen selber. Ja. Und ich sage mal, wenn man das fertig brächte, dass der Normalbürger das Bewusstsein hat, das Geschlechtsempfinden, ob ich jetzt männlich, ob ich jetzt weiblich oder ob ich jetzt zwischendrin bin, dass das eigentlich da oben passiert, dann wäre vieles leichter auch von der Ansprache. Okay. Ja, weil dann würden die Leute schließen, okay, hat vielleicht männliche Gesichtszüge, ist aber weiblich gekleidet, also wahrscheinlich spreche ich ihn besser mit Frau an, die Person. Und so kann es natürlich passieren, weil dieses Bewusstsein einfach nicht verankert ist, dass man dann zum Beispiel Ausdrücke oder eben fragt, bist du jetzt ein Mann oder eine Frau zum Beispiel, ist eine relativ häufige Frage, ja, wo ich sage, die Frage ist nicht falsch, weil die Leute können es aufgrund ihrer Erziehung gar nicht anders wissen. Ja. Oder zum Beispiel dann, wenn man um die Geschlechtsangleichung diskutiert, dass sie dann zum Beispiel von Begriffen reden wie umoperiert. Ja. Man kann niemand umoperieren, man kann ja nur, weil ich das empfundene Geschlecht nicht ändern kann ich den Körper diesem Geschlecht anpassen. Also ich rede dann von Geschlechtsanpassung zum Beispiel.
Ja. Aber das sind dann so Dinge, wo ich sage, ich habe persönlich kein Problem damit, wenn eine Person, die damit noch nicht sich auseinandergesetzt hat oder noch in Berührung gekommen ist, sich da falsch ausdrückt. Ja. Darum haben wir auch zum Beispiel diesen Medienguide oder Vokabular entwickelt, um den Menschen zu helfen, sich da richtig auszudrücken oder korrekt auszudrücken. Vielleicht jetzt als letzte Frage, Ja. wie geht es mit deinem Shop in nächster Zeit weiter? Unten in der Videobeschreibung ist sowieso die Webseite verlinkt, das kündige ich auch sonst nach. Okay. Ziehst du ziehst in ein grösseres Geschäft, gehst vielleicht in die Stadt Zürich, wir sind ja hier recht weit außerhalb. Ja, also wir haben diesen Standort Oder hast du bewusst Angst? gewählt, weil für die meisten oder sehr viele Kunden ist es eine riesige Überwindung, überhaupt den Fuß in so einen Shop zu setzen. Und wenn wir jetzt in einer prominenten Lage den Shop hätten, würden wahrscheinlich nur ganz, ganz wenige den Mut fassen, da überhaupt reinzugehen, weil sie Angst hätten, auf dem Weg dorthin erkannt zu werden. Und deswegen haben wir uns, wie unser Franchisinggeber in Deutschland, ein eher anonymes Industriegebiet ausgesucht, wo man davon ausgehen kann, da kennt einen keiner, da kann ich mit dem Auto direkt vor die Haustür fahren, da hat es andere Geschäfte drin, die mit dem nichts zu tun haben, man kennt sich nicht. Also sagen wir, die Schwelle der Überwindung oder die Hemmschwelle für die Leute, in ein eher anonymes Gebiet oder Gebäude zu kommen, wo wir hier sind, ist viel niedriger. Und du hast es vielleicht vorne auf dem Roll-Up-Display gesehen, da steht deine Oase der Weiblichkeit. Das ist ein Begriff, den nicht wir erfunden haben, sondern haben unsere Kunden empfunden. Ja, weil sie gesagt haben, wenn ich hierher komme, ich kann ich sein. Es ist meine Oase der Weiblichkeit, wo ich mich als Frau fühlen kann, wo ich nicht angegafft werde, wo nicht komische Bemerkungen fallen. Ich kann mich hier ausleben, auch wenn ich jetzt nicht perfekt vom Erscheinungsbild bin. Ich kann mir hier in Ruhe Produkte anschauen, ich kann mir das Make-up machen lassen, ich kann mir die Nägel machen lassen und man versteht mich. Ja. Und das ist für die Leute hier tatsächlich eine Oase. Okay. Und darum haben wir auch nicht vor, den Standort hier zu verlassen, weil es ist in der Zwischenzeit, sagen wir, in der Community so bekannt, dass wir hier sind, dass wir gar keinen Anlass haben, wegzugehen. Ich muss sagen, wir fühlen uns hier auch sehr wohl. Es ist so ein Penthouse-artiger Charakter, also uns kann niemand reingucken. Die Leute können auch mal nach draußen Ziggy rauchen gehen oder mal so ein bisschen sich in der freien Luft bewegen, ohne dass sie angegafft werden. Also das ist eigentlich für uns ein sehr, sehr, sehr guter Standort. Dann wünsche ich dir noch alles Gute mit deinem Geschäft. Danke. Und bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast, uns durch den Shop zu führen und uns auch die Fragen zu beantworten. Vielen Dank. Gerne.